Annie, zij is een mama met 3 nate kinderen, alle onder 10 jaar. En zij zat voor een dokter. En de dokter zegt haar dat du hast een zeer schlimme soort Schreef. En medizinisch gereed, oder van dokter uit gereed, wirst du nicht länger als vorher, aber 6 Monate leben. En zo van huis dat die dingen in Ordnung machen. So Annie en man, sie voor een zeer bedrag dat man schwor het hoort in huis. Sie laten ihre Kerk weiten, sie laten ihre Freunde weiten. Und Menschen kommen rum und die beten für ihn und die leihen hängen auf die Salben mit Öl. Und nu sagt Annie, war für ein Doktor. 6 Monate wieder. Und sie haben viel Testen getan, das ist das erste Mal. Und der Doktor sagt, ich weiß nicht, was mit dir passiert ist, aber du hast kein Schreef in deinem Körper. Wir können nichts finden. All die Tumors, was du hast, die sind alle weg. Ich kann das medizinisch nicht erklären. Und dann vertelt Annie wo Gott geheilt hat. Johnny sagt auch für den Doktor, dort wie ein Jahr 3. Und der Doktor sagt zu ihm, du hast den Körper ganz verbrannt mit Drogen und Alkohol und allerhand Dinge. Und du warst auch gestorben. Und als Johnny von Doktor wegfährt, dann dreht er nach Jesus. Und von der ist Johnny ein ganz gesunder Mensch. Jesus heilt ihn von seinen Drogen und seinem Alkohol und Pornografie und was alle bin wir. Und nicht bloß dort dabei heilt sein Körper, seine Leber, wie ganz verbrückt, sagt der Doktor, aber niemals mehr leben kann. So ich und du, wir sollten für Gott. Und Gott sagt, du hast eine Todeskrankheit. Du bist tot in Sinn. Und du wirst verloren gehen. Aber dann dreht wir nach Jesus. Und nun hast du über Gott in dein Leben. Viele sind doch redig von, wo wir tot sind in Sinn. Und ich will dir ein paar Verse lesen, bloß aus einer Trägchecken von wo wir wären. Und ich weiß nicht, wann du hast Jesus gefunden, dein Leben. Bei mir ist es, als ich 18 Jahre alt war. Aber das, was es sagt von der Menschheit, das sagt, was sagen wir nun? Sind wir Juden oder sind wir Mennoniten? Besser auf. Nee, ab kein Weg, weil wir haben dort all klar bewiesen, dass bei Juden und Griechen Sünder sind. So ist das geschrieben, steht, du hast keiner, der gerecht ist, auch nicht einer. Du hast keiner, der ein Verständnis für Gott hat, oder nur am Segen hat. Sie haben alle Gott sein Weg verloren und sind nutzlos geworden. Du hast nicht einer, der noch tät, was Gott ist. So dort wir fähig sind, auch dort wir fähig 18, wir dort wir, wann immer du hast Jesus gefunden, das wir, was der Doktor von dir sieht. Aber Gott. Aber Gott sind die 2 Wörter im Mittelpunkt von der Evangelium. Aber Gott sind die Wörter im Mittelpunkt von Daut in Schreef, nur gesund in Christus, oder Daut in Sinn, nur gesund in Jesus. Wenn du über Gott verstehst, dort lädt die nun Erlösung, was Gott dir gibt. Wenn du über Gott verstehst, dort verändert dein Leben und du hörst ab mit Salz versehen, mal bei Gott angenommen sein und du nimmst das an, dass du in Christus angenommen bist. Du bist über Gott. Über Gott wies uns Gott seine Gnade in eine sündliche Welt.
und allein gesehen von Obergott. Du sind die ersten Dinge, was der Mensch hat sich immer ausgedacht hat mit dem Teufel für die letzten, einmal viel Jahre sind, wo Menschen auf dieser Welt sind. Paulus gibt uns eine Liste in Römer Kapitel 1, da redet wir viel sind davon, du hast Eurecht und Schlecht und Ungehorsam, jied sich, Aufgangs, Mord, Striden, Unschmerzen, Gemeinheit, Plüdern, Leges, Bieten, Hängerecht, Gott nicht lieben, frech, protzig, puchen sich, fingen immer mehr schlechter, die gehorchen ihre Eltern nicht, haben kein Verständnis, sind nicht zu trühen, andere Menschen nicht gut, nicht wollen es zu vergeben, haben kein Mitleid in der List jetzt wieder. Das ist bloß ein Beispiel von, wo wir Menschen sind. Und so eine Lenke sieht von Obergott. Du sagst wie das, kreiden wir sagen, wie schaffen, wo Schmack uns dort von Büten sitzt, wo von der rechten Kleid, die wir anhaben, oder wo wir zu der rechten Kirche hier, dort hält sich alles gleich, wenn wir eine Lenke sieht von Obergott sind, dann hast du die Kräf und du warst gestorben. Obergott. Und das Kreuz ist Obergott und eine rechte sieht von Obergott. Du hast eine Gerechtigkeit, was Gott dir gegeben hat. Wenn du das nicht verstehst, und wenn wir Obergott hier mitnehmen, dann bleibt die bloß Obermensch. Dann bleibt die bloß Oberjohn. Und du die Namen dann an, das ist alles, was du dann hast. Und du weißt, Krieg, wo lang nicht du das merkst. Und so, wenn wir Obergott nicht verstehen, dann habe ich bloß Obermensch. Und so, wenn wir Obergott nehmen, dann habe ich meine Kraft, meine gute Worte, meine Zeug, mein Wort immer. Das ist alles, was ich habe. Und wir können uns noch so sehr anstrengen und schrecklich sehr schaffen, aber alles, was uns bleibt, ist unsere eine Religion, wenn wir über Gott nehmen, dann bleibt mir bloß über ich. Und das ist eines der größten Probleme an uns Mennonitentum. Und so wir haben über Gott angetäuscht mit über ich. Und über unsere Kirche. Und über meine Kleidung, und über meine Hauptbedeckung, und über meine Haare, was immer wir äußerliche Haut haben, das, was uns geblieben ist, wenn wir haben über Gott rütgenommen. Und so, wenn wir über Gott rütnehmen, dann steht alles, was uns bleibt. Über Gott ist das Geheim in der Geschichte von der Menschheit. Und wir müssen klar merken in uns Leben, dass über Gott ist das Geheim in uns Leben. Und so über Gott wird das Geheim in any erleben. Vorher, scharf auf all Treff, ein Todesurteil, 6 Monate, dann bist du tot. Nu ich sie ganz geheilt, Gott hat mich geheilt, ich sie eine gesunde Mama, meine Kinder haben eine gesunde Mama, dort waschen. Als über Gott. Und so von Daut in Sinn sind, getrennt von Gott. Nur ich glaube an Jesus, ich sehe gerade, ich kann die Gerechtigkeit von Gott kriegen, dort waschen als über Gott. Und so wenn wir dort nehmen, Lied, dann bleibt die Sassnersches über du. Und das ist so wichtig, da wir das verstehen. In Epheser 1,4 sagt er, über Gott. Aber Gott ist so recht und genug und Heu ist uns so gut, dass Heu uns mit Christus zum Leben braucht, wenn wir tot in unsere Sünden wären. Durch genug, wo wir seilig. Und so du sagst für Gott in der Krankheitsbereich, sagt, dass du bist tot in Sinn und dann kommst du zu Jesus und dann sagt der Krankheitsbereich, aber Gott hat dich geheilt. Und so das ist de beste nodig wat het gibt op deze Welt. En dit wijst ons wo gottloze Menschen, Menschen wat sich selbst hat zu Gott gemerkt, wo die gerat kann worden, wo die kann eine Gerechtigkeit kriegen, wo der für Gott wird jährlich sein, wenn wir für am stehen. Und so wenn wir treten in den Römerbrief gehen,
Hij heeft groot verder gesagt, die Versen, wo ich erst los, dass wir sind alle gottlos, keiner fragt nach Gott, wir sind alle verloren. Und dann sagt nu aber als Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen. Ohne das Gesetz, von der Gesetz durch von Lehrer, der Propheten, aber das wird wir wollen nur checken. Aber nu als Gott. Nu als nicht dein Ältester, nu als nicht John Wall, nu als nicht Lebenswasser, nu als nicht die Kleingemeinde, oder die Mennoniten Church, oder die Oldknie, oder Sommerfelder, nu als Gott. Und das ist eins von den größten Dingen, was wir einmal im Gruben anschmieden. Und wir merken dort uns selbst. Nu als Gott mit seiner Gerechtigkeit, das ist nicht mal meine, das ist nicht mal deine, das ist nicht, was wir uns verdient haben, aber nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit von Dach gekommen. Das ist Gott seine Gerechtigkeit, das geht nicht klarer zu sein als dort. Dass die Gerechtigkeit, die ich habe, das nicht, wenn ich so ein guter Mensch sehe. Ich sehe besser als je, aber das danach nicht. Just kidding. Nur weißt du, du und ich, wir haben entweder Gott seine Gerechtigkeit oder unsere eine Verdammnis, ein von beides. Und so nu ist Gott mit seiner Gerechtigkeit, der all die gegeben hat, die an Jesus Christus glauben. Und so die Frau ist dann, glaubst du an Jesus. Na, wat je glauben hier, dat meint 100% Vertrauen auf Jesus. Glauben hier meint, dass ich habe von ober ich nach ober Gott angetuscht. Ich habe mich selbst mal zu sie gesagt und ich habe dort angenommen, was Jesus für mich, durch sein Daut, sein Begräbnis, seine Auferstehung, ich habe dort angenommen, dass das für mich. Und ich habe meine eine Gerechtigkeit mal abgegeben. Na, weet je, Paulus geht nur Abraham. Und ich will Ihnen von dir ein bisschen was wissen zwischen Paulus und Jakobus. Wenn in uns Mennonitentum oder in unsere Lehrfährten, wie in der Bibel nicht eindeulen, und einmal haben wir zwei Apostel sozusagen, was charakter geändert sein. Und dann sind wir confused, dann wissen wir nicht, wo sind wir nun. Und so sagt von Abraham, was soll wir von Abraham unseren Stammvater sein? Und ich glaube, Paulus redet hier zu den Juden, aber wir durch den Glauben sind auch Abraham sie noch kommen. So was soll wir von Abraham unseren Stammvater sein? Wo wir das mit Abraham? So wo wir das mit Abraham? Na, weißt du, wenn wir würden trägen in die Geschichte, nur im Alten Testament, dann würden wir lernen, dass Abraham kommt von einem aufjäterischen Hintergrund. Sein Führer dient aufjät, und Abraham was ab in dort heim. Na, die Schrift sagt uns nicht korrekt, wo Gott Abraham mal zum ersten Mal begegnet, oder wo Abraham so reich sein Glauben kriegt. Das sagt bloß, er hat Glauben. Das sagt, wenn Abraham durch seine Worte gerecht vor dich wird, dann hat er was, worüber er gut reden kann. Und so ist es mit uns auch. Wenn ich gerecht geworden bin durch meine Worte, dann kann ich gut reden. Dann kann ich hier stehen und sagen, ich sehe besser als je, und ich sehe gerecht, und ich danke Gott, dass ich nicht so der Wort sehe als je alle. Das ist, was die Pharisäer deuten. Und das ist, was wir als Mennoniten einmal getan haben, ohne dass wir vielleicht so die Wiedersehen, aber an uns denken, wie wir besser und wie wir in Gott sind Volk, in der spanischen Welt, dort wir in die Weltmenschen, die können nicht mal seilig werden, all so eine Dinge ist dort. Ich habe für 12 Jahre in der Bibelschule unterrichtet. Und ich früh jeder Jahr, käme wir bei der Time, und ich früh meine Studenten immer, wer von uns ist abgewachsen mit der Idee, dass ein spanischer Mensch kann sich nicht bekehren. Und die würden sich wundern, wo fährten Menschen die Hänge abhauen sein. So war es ab. Das kriegt von was es hier redet. Und so, Abraham, wenn er wie reich geworden, durch sich selbst, dann können sich pochen, dass er wie besser als andere. Und so ist es auch mit uns. Wenn wir durch uns selbst haben, uns können raten, mit uns üterliche tun, oder was immer wir haben, wenn dort unsere Lösung ist, dann haben wir was zum Pochen, dann können wir sagen, wir sind besser. Aber das ist nicht so dort. Die Schrift sagt, in Abraham glaubt, und dort wird einmal seine Gerechtigkeit ungerechnet. Ich will haben, dass ihr hier merken, dass dort wird am Credit geschrieben, was am really nicht gehört. Und das ist mit uns Charakter. Diese Gerechtigkeit von Gott, die hast du die nicht verdient, die sollst du nicht mal haben. Aber das ist, was genug ist. Und heute sage ich wieder, ein Arbeiter sein Lohn wird nicht aus ein Geschenk angesehen, aber es wird dort einer verdient hat.
Und das sind alle klar, wenn die einen Arbeiter haben, die kriegt einen Lohn, wenn der für die schafft. Wenn der sich bloß heransatt und einen Schattenbaum, die wirst du in Messwitz feiern, wirst nicht. Und so ans Lohn, was wir verdienen, das ist nicht ein Geschenk, das haben wir verdient. Und das ist der Punkt hier. Wenn Abraham sich der Gerechtigkeit verdient hat, das ist ein Timer hier, haben. Und er sagt, ein Arbeiter, sein Lohn ist nicht ein Geschenk. So, wenn ich mir die Gerechtigkeit verdienen kann, ist es nicht ein Geschenk, dann habe ich mir das verdient. Und wenn ich besser sehe als die anderen, dann würde ich Dollar dort verdienen können als die. Das ist mit der Idee hier. Aber für den, nu höre ich, was er sagt, aber für den, der nicht mit Worten umgeht, aber an den glaubt, der die Gottlose gerecht macht, muss ihn dort, wem er gerecht macht. Nicht in so einem schmacker Mensch, nicht in so einem frommer, nicht in was reich ist, nur ein Gottloser. Aber das war wir alle werden. Alle. Und so, dass der Gottlose gerecht macht, dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. So hat er zwei Dinge hier in Everholen. Ein Arbeiter kriegt seinen Lohn, wenn er schafft. Die Gerechtigkeit von Gott kriegen wir durch den Glauben, ohne dass wir schaffen. Na, lass mich das noch einmal lesen. Aber für den, der nicht mit Worten umgeht, aber an den glaubt, nämlich an Gott, oder an Jesus, an den glaubt, der die Gottlose gerecht macht, dem wird sein Glauben aus seiner Gerechtigkeit angerechnet. Und so nu werden wir nur Jakobus gehen. Wenn das klar, dass wir diese zwei Dinge klar kriegen, uns denken, dass wir nicht einen Tag an der Seiligkeit verdienen, am nächsten Tag, okay, nö, Gott hat mir Gerechtigkeit gegeben, aber morgen glaube ich, das war er nicht, dann verdiene ich das war er. Jakobus heißt es, das Wort uns wurde Abraham nicht durch seine Worten gerecht gesprochen. Na, von Büten 90 checken, das kriegt das Gegenteil von was Paulus sagt. Und weet je, eine Ursache, wo ich keine Hohe habe, das ist, wenn ich höre an jemanden predigt, was ab und zu flippen zwischen diese zwei Dinge. Und so Jakobus sagt, dass Abraham war durch seine Worte gerecht gesprochen, was heißt in sehen, Isaac ab den Altar opfert. Er sagt wieder, je sein, dass sein Glauben mitwirkt mit dort, was er deut, und sein Glauben, na, der Glauben wirkt mit. Hier hat sich gesagt, dass Abraham das schafft, und dann durchrührt, dreimal kämpft sein Glauben. Dass sein Glauben mitwirkt mit dort, was er deut, und sein Glauben wird durch seine Worte vollkommen. Er hält das so zum Denken. Und so wird das so, als die Schrift sieht, Abraham glaubt Gott, und dort wird ihm aus Gerechtigkeit angerechnet. Na, weißt du, Jakobus kam krack durchrührt, wo Paulus steht. Bloß er war ein Sprachzig gewesen. Und er fängt an mit sagen, dass Abraham wird durch seine Worte gerecht gesprochen, aber nun sagt er, dass wir durch seine Los. So was ist es? Was wir mal sagen, das ist ein junger Polit in unserer Kirche hier. Und die tun bei einmal on Social Media bekannt machen, dass sie ein Baby haben. Und sie schicken sogar Bilder raus, wo sie ein Baby haben. Aber je weiten, dass das von der schon auch alles top zu doktern geht, nicht? Mit Bildern und all so eine Dinge. Und dann beginnst du das Lied in Stuhl, aber das ist kein Baby. Und du beginnst das Lied in einem Restaurant und er hat kein Baby mehr. Und auf einmal kommt er nach der Kirche, aber er hat kein Baby mehr. Und du fängst an mit Ramp, die wundert dort sein. Und du fängst an Ramp zu fragen. Und du fährst mal hin mit und kommt die Nudelsuppe. So ist dann mau das, nicht? Kranke Mumpjes nehmen wir dort. Was für Amtjes gut ist. Und so, nu fahren wir mal mit Nudelsuppe hin. Und dann wasch an. Das ist kein Baby. Na, wenn wir dich umdrehen, und du hast ein junger Lied, der schicken raus, der hat ein Baby und so wieder, und von da wieder sitzt du da immer mit dem Baby. Hier ist das Ding, nu horcht. Das Baby ist der Beweis, dass du nicht geboren wirst. Checkst du schon, was ich sage? Das Baby ist der Beweis, dass du nicht geboren wirst. Paulus redet von der Geburt. Jakobus von dem Baby. Was Jakobus sagt, ist, dass Abraham sein Leben beweist dort, dass er Glauben hat. Und ich wünsche, Sie würden das Unterschied verstehen.
Wir sind durch den Glauben gerat, ohne Worten, aber wenn du nicht Worten folgen, dann wird die Geburt keine Geburt. Wenn du kein Baby hast, bitte, dann weißt du, dass du wird keine Geburt. Das ist ganz klar, wenn ein Baby kommt. So das Baby ist der Beweis, dass du nicht Geburt wirst. Dein Leben ist der Beweis, dass du Glauben hast. Nicht umgedreht. Sehr, sehr wichtig, da wir verstehen. Und so, Paulus redet von der Geburt. Wir sind geboren, wahre geboren. Wir sind nie geboren, wir sind von Gott geboren. Wir sind geboren. Und Jakobus sagt, Abraham sein Leben, dass er ging sein Opfern, oder dass er in ein anderes Land ging, dort weiß dort, dass er Gott lebt. Und so, wenn ich hier nachkomme am Stage, und ich gebe hier Zeugnis, dass ich mich bekehrt, ich habe Jesus angenommen. Dann geht ein Wutter tanken, dann lade ich mich ungedacht, und dann gehe ich gerührt und trage mir 3 Kleider an. Und du hast niemals nur dem einfach zu sein, dass ich an Jesus glaube. Dann wird dort, wo ich hier da, dort wie in der Lehre ist. Kann ich verstehen, was ich sage? Und das ist einmal der Trouble bei uns. Und so radender Glauben. Ich meine, wir sind gerade durch den Glauben. Aber das Leben wird darauf folgen, dass wie dort aus dem Glauben lebt oder nicht. Und das ist really, wo Jakobus von redet. Er redet von einem Daut Glauben. Ich glaube vielleicht an einen Gott, ich glaube an einen Jesus, aber das hat keinen Unterschied gemerkt in meinem Leben. Und so ist Abraham sein Leben reich vor ich sein Glauben. Das heißt, dass man in sein Glauben wird durch seine Worte vollkommen. Abraham sein Glauben wird sozusagen gereicht vor dich durch sein Leben. Und das ist bei mir in die korrekt so. Und so in Römer 5,1 sagt er wieder, willst du durch den Glauben, das ein Leben der Glauben gerecht vor dich worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. So wir sind durch Glauben gerecht vor dich. So das ist das selbste Thema, was er hat gehört. Durch den uns die Weich aufgeht, also durch Jesus, durch den uns die Weich aufgeht, nur die Gnade, und die wir stehen und wir freuen uns in die Hoffnung Gott seine Herrlichkeit zu sein. Und so, wenn wir sagen, wir haben Glauben, aber wir sind durch den Glauben gerat, wir sind durch den Glauben gereicht vor dich. Das ist ein Leben der Glauben. In dein Leben beweist dort, aus dein Glauben lebt oder nicht. Und das ist really alles, wo Jakobus von redet. Paulus und Jakobus waren sprechen sich nicht. Bloß einer redet von der Geburt und der andere von dem Baby. Aber die Geburt kommt immer für das Baby. Das ist uns ganz klar, wenn ein paar Babys kommt. Bitte, je haben 3 ein Baby mit Hupen, da wird noch mal eine Geburt geben. Dann würden wir noch einen Psychiatry nehmen oder irgend so was. Dann würde ich halb fehlen. Aber das, wo wir geistlich einmal sind. Wir wollen nicht mal ans Leben ändern. Wir wollen mal Buße tun. Das ist ein Wort von der, was viele rumschwammen, Buße. Alles, was das meint, ist, ich wegen weg von was wegen was anderes. So, ich kann allerhand sinnliche Dinge tachlaten und drehen durch von weg und leben ein besseres Leben, aber ich sehe nicht geboren von Gott. Und so, vielmal, wenn wir wollen weiten, aus ein Mensch wirklich wahre geboren ist, hat er sich wirklich bekehrt, dort sitzt die Luther im Leben. Er sagt wieder im Vers 15, aber mit Gott seine Gnade. So Paulus hat hier Adam und Jesus verglichen. Er sagt, aber mit Gott seine Gnade, die er uns schenkt, ist das nicht so, als mit Adam seine Sinn. Wenn durch ein seine Sinn, der dort über viele Time, dann wird Gott seine Gnade so viel geraten, dass er durch einen Mensch, Jesus Christus, durch Gott seine Gnade Vergebung zu haben ist. Und so Paulus hat Adam seine Sinn, der bracht Daut und Sinn in dieser Welt, und Jesus sein Daut, Jesus bracht Leben, Vergebung und Gerechtigkeit. Und das ist ein ganzer Punkt. Vers 16 mit der Gabe, also mit Gott seine Gabe ist das nicht so, als mit dort, was durch dem kommt, der Sinn, der du Sinn willst, nur eine Sinn haben, kommt durch der eine Sinn, dort gerecht, dort du verdammt, also durch Adam kommt Verdammnis, mit der Gabe wird es anders, sagt er, aber nur der andere Seite bringt die freie Gnade, die Rechtfertigung für viele Sünder.
Und so Paulus, redet davon, dass Adam braucht die Krankheit, Adam braucht Schrift, so zu sein. Jesus braucht Heilung. Wenn du einen Riefer hast, warum sagen, du hast nicht Schwal? Nu von der ersten Tag mit der Reinsäure, nu fangen an Schwalen zu ran auf alle verschiedene Städten. Und du hast nicht Schwal. Und die haben giftig Wutter. Dann hast du das Wutter von dort downstream, würde wir auf Englisch sagen, von dort wieder, als der Strom alle giftig. Wenn aber die Schwal rein ist, und die Schwal, der ist sozusagen geheilt, der Gift rein gesundet Wutter, dann ist alles von dort wieder rein gesundet Wutter. Na, wir weten gut, wenn wir da lang noch denken, dass da kann ich hinweisen, eine Kau durchgehen, alle haben verschiedene kann passieren, nicht? Aber die Schwal bestimmt, wo das downstream ist. Das ist bei uns gleich so. Ich sehe dort in zijn mini Schwal des Eisen, des giftig, des voll böse Dinge. Und dann ist alles, mein ganzes Leben, als es steht. Alles downstream, das alles erinnert wird. Keiner will schmeckt das nicht. Keiner will sagen, ich mit Poch, oder will sagen, ich schaf, aber das alle erinnert. Wenn aber die Schwal geheilt ist, dann ist von dort wieder alles geheilt. Ich habe Ihnen mal von den Dingen gesagt, und dort ist das in Christus. Und dort ist der Schlädel von der ganzen Ding. In Christus sind deine Sünden immer vergeben. Wenn sie nicht sind, dann bist du schrecklich in Trouble. Because dann kann Jesus zu dem Moment kommen, wo deine Sünden nicht vergeben ist und du bist verloren gegangen. Na, ich weiß, das hört sich meistens noch ehrlicher, wenn wir sind unvollkommene Menschen. Aber dort, wo ihnen das so wichtig ist, da wir das verstehen, dass das ist, was Gott in dir tut. Das ist du nicht. Das ist ein Glauben, wo wir schreiben in die Gerechtigkeit, der für Gott jährlich ist. Und wenn ich für Gott jährlich bin, wenn die Gerechtigkeit, da wird mir Credit geschrieben. Das ist nicht mal meine Gerechtigkeit. Das ist Jesus sein, aber mir wird der Kredit geschrieben sozusagen. Und auf die Gerechtigkeit kann ich für Gott stehen. Und so Annie, sie sagt für einen Doktor. Und der Doktor sagt zu ihr, dass ich finde kein Schrift mehr in dir. Du bist eine ganz gesunde Person. Nu stell dir mal vor, dass Annie fährt jeder Weg nach dem Doktor zum Chemo nehmen, jeden Schrift. Was würdest du davon denken? Der Doktor hat für gesund ausgesprochen. Und nu ist es ab zu ihr, ein gesundes Leben zu leben. Na, das meint nicht, dass sie nicht glücklich lebt, sie hat gesund, all diese Dinge, aber sie lebt ein gesundes Leben. Vielmal wie Christen. Wir haben Jesus angenommen. Wir haben eine Gerechtigkeit geschrieben, was für Gott jährlich ist, aber wir glauben an euch, wir können euch verstehen. Und so wir kommen jeden Tag nach dem Doktor, wo er Chemo nehmen. Nehmt das mal an, Lied, dass wenn du in Christus bist, dann bist du geheilt. Du hast keinen Sinn mehr in dir. Du kannst zu jeder Sekunde sterben, wenn du bist gerecht für Gott. Mit Jesus in Gerechtigkeit. Und ich denke immer so, wenn wir dort mal wirklich in uns Hort verstehen können, da wird uns Leben für immer verändern. Dann wir immer leben gesund. Wir checken in der nächsten Botschaft, ich will dann, das liegt 3 Wochen wieder. Wir wollen in das Thema wieder gehen. Wir wollen das ohne schnallen, aber das selbst Thema. Aber da wollen wir reden von, dass nu sehe ich in Christus, wo checke ich mich als nu an?
Ich habe Ihnen immer was gesagt, ich will Ihnen nur noch sagen, ich will Ihnen die nächste Botschaft sagen, dass wenn du in Christus bist, dann bist du nicht mehr ein Sünder. Was einmal ein Kind Gottes ist, wenn er mal größere, rechte Dinge getan hat den Tag. Du bist ein Kind Gottes, 24 Stunden Tag, was einmal Sünde nicht. Und der Unterschied ist Himmel und Hell groß. Und du das verstehen kannst, dass in Christus Gott hat dich geheilt. Du hast kein Schreif mehr. Na, das meint nicht, dass du nicht in dieser Welt lebst und dass du nicht Dinge, die angerieten tun und dass du nicht einmal Dinge arg kannst leben. Aber für Gott, du bist geheilt von deinem Schreif. Du bist 100% gesund. Aber nu wollen wir lernen, so dort zu leben. Amen. Und wenn du Jesus nicht kennst, oder dein Bekenntnis, dass du Jesus kennst, das nicht mit dem Leben abgebackt sozusagen. Du hast kein Kind. Du sagst, du bist eine Geburt, aber das ist kein Baby. Dann wird die Geburt Daut, dann hast du keine Geburt. Das ist uns alle klar, wenn ein Baby kommt, aber nicht ganz so klar, wenn ein jährliche Geburt kommt. Aber du bist in Christus, du hast die Jesus angegeben, er hat dein Leben geändert, du bist gesund gemerkt, du bist gerecht gemerkt. Nun ist es wichtig, dass wir lernen, in der Gerechtigkeit zu leben. Und dein Leben wird bewiesen, dass es so ist. Nicht deine Werte, nicht, dass du hier in die Kirche sitzt und Schmack angetragen bist, aber dein Leben wird es bewiesen. Wenn du dich befreit hast und du hast aber niemals einen Mond zu fangen, dann wundern wir im Bett, mit wem hast du dich befreit? Mit den Hunden, mit den Baum oder mit was? Wenn du nötig hast du einen Mond, nötig hast du eine Früh. Wenn du nicht hast, dann wird es ja nicht Hass. Und das ist jährlich gerade so. Ziemlicher Führer, wir danken dir für Erlösung. Dankeschön für Heilung. Herr, wir sollten für die verdammte Heil. Du siehst uns, dass wir in Toten sind. Aber Gott. Aber nu ist Gott, nu bist du mit deiner Gerechtigkeit von da gekommen. Und du schenkst uns dort durch den Glauben an Jesus Christus. Dankeschön dafür. Amen.